Hallo und herzlich willkommen bei Lux Play. Als kleinen Aufschluss für die Jahr 2015 haben wir noch ein Games Rewind für euch. Mein Favorit von den Indie-Spieler des Jahres ist IDAP, weil das war für mich auf der Xbox One und ich habe mal ein bisschen geguckt und das ist witzig, geht sehr und so muss man Kollegen nicht zu empfehlen. Mein Favorit Indie-Spiel für das Jahr Rocket League. Das ist witzig, ich mache mega Spaß auch so mit Kollegen. Und Platz Fußball, Platz FIFA, wir sind einfach Fußball mit Auto. Mein Lieblings-Indie-Spiel des Jahres ist Orient Blind Forest, weil der geil ist und der geil ist und der geil ist. Wir brauchen zu dem Spiel nicht zusammen. Mein Lieblings-Indie-Game 2015 ist auch Rocket League, weil das einfach witzig, mega flott mit Kollegen spielen und zum Beispiel kommen die dümmsten Momente, egal wen die am Spiel. Ja, moin. Und für mich der beste Indie-Spiel wahrscheinlich der einzige, was ich überhaupt gespielt habe, das wäre QuizUp für iPhone, Smartphone und so weiter, weil du direkt mit jedem weltweit spielen kannst und den größten Süchtigkeitsfaktor hat. Die beste Story für mich ist die von Witcher 3, weil sie spannend ist, sie hat viel überraschende Momente und so gut Nebenquests sind cool und holen die eng und eine Überraschung, weil ich so an keinem Spiel von diesem Jahr so gesehen und von daher Witcher 3 Story dicke Gas. Die beste Story vom Jahr für mich war Witcher 3. Das ist einfach so fasselnd, ich war einfach so am Anfang wieder mein Xbox ziemlich spät recht gut. Und die war ich schon so die von Witcher geschwärmt und so, war ich, okay komm, tasten wir heute mal. Dann war ich einfach so, what the fuck is sleep? Beste Story vom Jahr, Witcher 3. Hat alles, Emotionen, Drama, das ist der Game of Thrones von den Videospielern, von keine Ahnung, von schon mal nicht fertig. Das die Story ist so gut, dass ich nicht fertig spielen will, weil der River ist. Da wird zum Beispiel ein DLC-Kaffee, da ich spielen kann, und dann mache ich die Story selber fertig. Ich werde sie nicht fertig machen, weil ich nicht will, dass es fertig ist. So gut ist die Story. What he said. Die beste Story von mir für mich war Halo 5, weil wir haben so lange gewartet auf den neuen Teil und es war wie immer, es war wirklich ein Halo, das ist dem gefehlt, es war was Neues, warum nicht mehr, es war einfach mega gut, es war actionreich, es war Aufrüstung, nicht mega aufrüstungsreich, mir halt so aufrüstungsreich wie es halt geht für einen Shooter. Aber es war eine mega gute Story. Mein Entwickler von diesem Jahr ist 343, weil sie einfach einen mega Support in Halo 5 bringen an allein dass das Forge Laboratorien an die neuen Maps und sie für mich gewonnen, weil er plus dafür nicht das an noch weiterhin 2016 als willen noch Maps an noch neue Rackpacks willen bringen und von daher 343. Mein Entwickler vom Jahr aus 343 Industries, weil sie bei Halo 5 bewiesen haben, dass sie richtig Druck holen. Aber obwohl sie bei CD Projekt Red das Jahr bei Witcher 3 viel gratis DLC-Crews von Stadt aus das, was 343 das bringt, noch ein Ticket besser, weil wir kriegen alle frische Content, richtig viel neue Rüstungen, neue Maps, neue Rackpacks und alles und das weiß ich schon noch. Wir gucken das immer sogar neue Erstellungen für den Controller. Du kannst das Sims erstellen über den Aim Acceleration. Das kannst du bei bald keinem Spieler. Ich war auf Top von 343, du möchtest dann. Ich hoffe, es geht weiter so. Mein Entwickler vom Jahr ist CD Projekt Red, because of Witcher. Mein Entwickler von mir aus 2015 aus Blizzard, weil nur mit dem DLC von Legacy of the Void unsere bewiesen, dass uns wirklich drauf holen, eine gute Story zu machen, die auflösungsreich ist und trotzdem episch genug für das Spiel. Ja, also für mich der beste Entwickler ist auch CD Projekt Red, nicht einfach schüss, weil der Witcher 3 für mich das geilste Spiel vom Jahr ist. Ja, weil sie effektiv nicht mehr so blöd sind wie Season Pass oder alle fertige Spieler, wo es dafür den Rest vom Spiel an DLC einfach die das doppelt bezahlen durch ausschmieren wird. Mittlerweile traurigerweise schon bei löwenswert das, weil es da und plus nach komplett fertig ein riesiges Spiel liefern wird. Vielleicht ich kann Lungen noch nicht fertig schon.
plus Tonne gratis DLCen an wie der Paris Spieler immer 4 könnt Tonne Bugs hört, also sie probieren immer noch weiter die zu flecke, sie lauschen noch Kritike von den Fans, also schaffen immer noch drauf, das Spiel besser zu machen, wann es Fehler wird. An und Käfskrissen Sachen wie Soundtrack, Artwork, also weiter so fort dabei. Sie weisen, dass sie Fans respektieren und dafür respektieren ich sie weiter so. Halo 5. Halo 5. Halo 5. Halo 5. Weil der Soundtrack auch von Anfang an das richtig Feeling von früher aufbringt, weil Jäger und Halo 1 auf dem Halo-Land dann da rundherum trippeln und gucken so, und da lief die geile Musik im Hintergrund. Genau das Gefühl in Heirem, siehst das noch besser, weil noch mehr Orchester drin sind. Das ist einfach so gigantisch, du fühlst dich wie ein Held, der gerade die Welt retten will. Und, das ist einfach so bombastisch, episch, kauf dich Plug, kauf dich CD, kauf dich alles. Das wieder wild, mir kauft es, das ist gut. Das ist gut für ihre Gesundheit, das ist gut für ihre Ohren, das ist gut für ihr Mann. Für allem. Also kauft ihr dich. Okay? Bon, für mich special Soundtrack auch als nächste Witcher 3, weil es gibt einerseits über 50 verschiedene Lieder, aber die hat sich schon viel Arbeit gesteckt und für alle Situationen im Spiel finde ich das richtig. Ruhig, bedächtig Musik für neue Landschaften, traurige Themen, wenn traurig ist. Actionreich Musik für Kämpfe, die original sind, an Dynamik ausstrahlen, da ist einfach alles dabei. Als jeder weiß, wer der schwätzen, wie für dich Skellige gesehen an der Musik her, den hört man müssen kreischen. Wenn ein Spiel das immer fertig bringt, dann ist der Soundtrack gut. Okay, für mich der beste Multiplayer von diesem Jahr ist einfach Halo 5, weil es das alte Gefühl von den anderen Multiplayer ist und geht einfach neu oberleute. Das ist einfach besser, das ist mehr. Es hat einfach viel mehr Inhalt, allein durch Trackpacks, du spielst die ganzen Zeiten und denkst, okay, fuck, nach ein Party an. Das ist einfach für mich die Multiplayer, schon das ewig schlimm, ey. Man seit Halo 4, den ich auch recht nicht gespielt habe. Nee, was war? Halo 5, geil. Das ist ein schwerer Halo 5 einfach. Das ist einfach... Tut alles. Das ist geil, das ist einfach Halo. Das ist wie... Das ist immer wie einfach wie Halo. Das ist wie Halo blieben. Das ist einfach Halo. Halo 5. Für was? Weil der beste Multiplayer seit langem ist. Das tut alles in den alten Halo, die ganz kompetitive Cremchen, die so cool ist, wo Halo immer so besonders gemacht wird. Sicher, ihr kennt das Halo 2 echte Konsole-Multiplayer, das ist mega. Und ja, Halo 4 war dann ein bisschen so... Ja, war nicht schlecht, war ein cooles Spiel, aber war nicht da. Und Halo 5 ist da. Es hält den Arena-Shooter aus der Kirche raus, packt man ein neues Gewand an das Halo 5. Das Boost, das Klammen, das Sprint, das Slides, das alles Mögliche. Das ist super schnell, Top-Waffen-Balancing, selbst wenn nach keinem Shooter seit den letzten 5 Jahren oder so gesehen. Alle Waffen sind Daseinsberechtigung. Mischt immer Spaß, eine Runde zu spielen. Du spielst und denkst so, ey komm, geh eine Runde nach. Und dann geht dann 10 Runden lang weiter. Und dann denke. Und dann vielleicht sogar denke. Mir das hängt ganz persönlich mehr. Da geht nicht. Oder Warzone. Warzone ist cool, neuer Modus. 12 gegen 12, KI, Red-Karten, kriegst alles. Das 127 Rüstung, nee, mittlerweile mehr. Du kriegst nämlich alle per DLC neu dabei, du kriegst neue Maps und alles. Und das ist alles gratis. Und, Halo 5. Ja, also für mich aus mangelnden Alternative, weil ich spiele ganz wenig Multiplayer, muss ich ehrlich zugeben. Beste Multiplayer des Jahres ist die neue Erweiterung von der Serie Monster Hunter, das wäre dann vor Ultimate. Weil für den muss ich nicht bezahlen extra, du kannst jederzeit einfach so Multiplayer-Spiele vorausgesagt, sind andere Spieler engagement. Es gibt tolle Möglichkeiten, wie ich spiele. Du können einzelne Spieler verschiedene Stile kombinieren, für gemeinsam gegen große Gegner zu gehen und zu gewinnen. Ein volles Konzept, das schon jahrelang bewährt wird und die Spielserie nie so riesig Success in Japan gibt, wer votieren kann. Das ist ein regelrechtes Spiel für zu sozialisieren. Also hier hilft es nicht nur Leute 4 zu kommen, mehr Spieler können sich gegenseitig neue Missionen schenken. Das ist etwas, weil einfach weiß, dass den zusammen mehr erreichen kann wie allein. Und dafür fand ich, dass der geniale Multiplayer auch von Spiel leider nicht dieselbe Success wie Japan votieren kann.
Ja, für mich die beste Grafik vom Jahr, das neue Metal Gear Solid 5. Ein Spiel, das packt an dem Gameplay und Cutscenes nahtlos an den Niveau gibt, weil den gerade so ausgesehen wie der hat. Super Detailer, lebt immens flüssig, sie groß aufbewältigt, ohne Grafikbox, ohne dass du denkst, früher gut nicht. Vielleicht hätte ich die Chance mal noch ein bisschen mehr Leben oder mehr Objekte an die Welt gewünscht, mir alles, was du hast gesagt, trotzdem immens knackig aus. Es lief gut von den Strichcoden auf den Waffe bis ob den 27. Gras hat man da wies all NPC wird passend Mundbewegungen an Charaktermodels sind zahlreich, also da das richtig fett Grafik nach immer all Metal Gear aber immer gut für seine Generation und das kenne da nicht. Best Grafik von 2015 als für mich Halo 5, weil es seid einfach mehr gut als 20 Shooter, es sind schön viele Effekte drin, das nicht evaluieren und trotzdem der Durchschnitt zum Cutscenes man wirklich richtig wert. So statt ein Gewinn gucken, weil die Katzen sind so schön, weil so viel Arbeit dran dafür das zu machen. Und dafür ist für mich beste Grafik von mir Halo 5. Die beste Grafik hat meiner Meinung nach Witcher. Das einfach. Okay, tut den kleinen Macken, ja, wow, wie spielt das nicht? Das ist schon einfach für die fantastische Welt, die sie da gemacht haben, auch mit denen, die Monster, mit ihren Geister, mit ihren einfach so geil aus, einfach nur das ist schon wirklich schon so eine geile Grafik. Best Grafik. Das ist schwer. Rise of the Tomb Raider, Witcher 3. Ich weiß auch vor, wie noch dicker ist. Hat sehr viele geile Spieler, das Jahr rauskommen. Aber Witcher 3 gesagt, das wie so Liebstühle gemeldet, das ist der cool. Ich gebe so ein sicher das mehr am Art-Style zu den du willst. Gebe ich so Rise of the Tomb Raider, weil du einfach allein von der Grundbasis hier sau gut ausgesehen. Also es sieht bald fotorealistisch aus und die Animationen vom Gesicht sind top gemacht. Die neue Motion Capture Ziebste gemacht, wo so ein Platz nur Punkte gemalt kriegen und so Dinge kriegt für das 1000 Punkte am Gesicht wird für die Gesichtsanimationen zu kriegen. Das ist nie gehen und so gut aus. Das ist von richtig Schauspieler, die von den schwarzen Emotionen kommen sau gut drüber und du denkst, ja, Rise of the Tomb Raider, das ist die beste Grafik. Witcher, ne Battlefront, weil EA, wenn sie bei dem Spiel etwas richtig gemäht und dann hast die ganze Star Wars Feeling einfach an die Grafik ranzupacken. Also, es gesagt bombastisch aus, es hört sich auch Ballkästen zu greifen. Mir scheiß doch, es sieht fantastisch aus, es hört sich fantastisch an. Okay, was der Lack of Content kann den Macro mehr, sieht einfach perfekt aus. Es tut wirklich das ganze Feeling von Star Wars an. Sobald man an den Grab hältst, an der ersten Schlacht denkst du, okay, wow, das ist Star Wars zu Match spielen. Dafür denkt man nicht Witcher 3 mehr als Sache Grafik. Frisst das Battlefront ab. Sorry. Ori war geil. Witcher 3 war geil. Halo war geil. Alles war vieles war geil. Witcher 3 hat den coolen Stil von Ölgemälde bisschen. Das heißt, du gehst ganz durch ein liebiges Bild von einer Mauer hängt, gibst Trippeln, Beben, wie sich an der Luft winden und auf den Wandern alles. Für das die künstlerische Striche bisschen, wie man alles mit einem Pinsel so flüssig hingeklagt wird. Andererseits wird Ori aber Menge ein bisschen etwas Besonderes, weil er nicht so oft gesagt und zwar einfach so ein mega Live zum Detail, wo er in selben Holz muss für so ein kleines Spiel, das am 20 € kostet, wird mir können den Charakter sehr liebevoll designt, den Hammergrim sind wunderschön, also das ist schwierig schon nie. Es muss für so, das sind 2D hier Plattformer. Ich meine, du siehst Gameplay-Taschen, du hast nicht viel bewegen. Das Spiel wird einfach ein Art-Design. Du spielst 5 Minuten, du bist drauf verlebt, dann du kannst auch drauf versinken. Das ist wirklich tolle Gefühle an ein 2D-Spiel zu bringen. Das wirklich, du kannst richtig gut darauf versetzen durch den Art-Design und mit dem Fantasie empfunden. Das spricht aus dem Kabel raus, wenn eine wunderschöne Fantasie, weil der ihn direkt rantauchen kann und erzählt einfach.
Den Bachelor für mich von mir aus bei Star Wars Battlefront, weil das ziemlich realistisch gehalten und kann ich wohl mit gutem Recht behaupten, dass auch keinem anderen Spiel so gut umgesetzt geht, dass original sich orientiert geht und so schön als wieder auf Lasering gesagt, alles so schön, das einfach gut aufgestellt vom Original für Star Wars. Ja, für mich als Sachen Art Design gehen sich ein bisschen zwei Gewinner, weil das ein bisschen schwer so und mehr oder weniger schönste Schwar. Also in der Richtung, die heute The Witcher getroffen, effektiv weil extrem knackig voll, also im Aufbau zusammenhängend Welten sind die Sinn machen, wo es auch ein anderer Kurs das schon eine große Geschichte gibt, für den Anfang von dem Spiel, an dem was du eigentlich an dieser Welt erlebst. Weil es aber extrem original fand, will ich da aber gerade so Bloodborne erwähnen, weil die effektiv schwach getroffen und diese selber ob die Spieler projizieren mit ihrem dunklen unbekannten auf allem meiner Spoiler an der zweite Haltchen Lovecraftchen Thema dat immer was du mehr gewürg ist was du Mann verstehst was du skeptisch zu gehen an dem was da wieder fährt genau wie die Charaktere am Spiel will mehr raus und die was geschieht ob es auch du als Spieler mehr rauszufahren an ihr Designs für die abstrakte Lovecraftchen Horror den sie extrem überzeugend umgesagt an Kreaturen an Weltendesigner die so Seelen an andere Spieler findst so eine schön oder attraktiver sind oft nicht wie original aussieht effektiv nicht oft gesagt und dafür trotzdem ganz erfrischend war. Halo 5 weil ich den Design einfach mehr gerne nun an Apple aus klassischem Sci-Fi an einem moderne Look wo einfach die perfekte Mischung dabei herauskommen mehr gefällt einfach zum weil sie schaut wieso denn die klassische Science Fiction modern wieder okay, danke. Ja. Halo 5 weil fand dass ein Artstyle der perfekte Mix aus klassischer Science Fiction an moderner Science Fiction und ich fand das wunderbar Gesamtbild. Witcher 3 wie war's weil es einfach das guckst einfach schon was an stiert Boss tut einfach das einfach alles wirklich so mega geil angepasst an auch so Landschaft das wirklich da einfach proper auch wenn an die Dungeons gehst das mit dem gehst das einfach okay was mit dir einfach fast Fackelhölz das dann nicht wie du an anderen Spieler ein Fackel ist direkt ganz rau erliegt wie du es einfach die kleine Punkt erliegt so weit wie du auch mal was gehst gesehen und ich von das Spiel ich fand das einfach richtig geil gemacht. Halo 5 findest Halo 5 nee. Halo 5 weil einfach Grund Gameplay von Halo den Allmensch will bei Halo 100 von in die klassischen Halo Feeling wäre Call of Duty oder Battlefield oder was mit die Änderungen dran wird einfach zu der neuer moderner Perfektion von dem Shooter mache für mich persönlich das schnell mit taktisch und du stierst nur 3 Kugeln willst keine Ahnung andere Geschoss also du hast noch immer Chance dass man einer Gruppe von opzählen wenn du schlau spielst das nochmal Halo mit neu same but different but still same in den neuen Truster Pack den möchte riesen Unterschied in einem Balancing schaffen weil du kannst immer so die kleine Boost entweder nur 4 am Ugriff an Deckung du kannst so viel damit machen dass der Ground Pound den zwar riesige Risiko hat weil du stirbst mehr auf dabei wie du selbst kriegst mehr auf das Gefühl in du dich killen also einfach so gut das neue Slide den einst du geil muss Shotgun lösen raschen kannst einfach sprinten Slide bar schon genial und war doch zum Beispiel beim Halo Gameplay geil das ist bei meiner Schmiedemodus einfach die ganze Steuerung komplett umgeändert dann geht nur so viel besser du kannst so Sache bauen an der Zeit von keine Ahnung einer Stunde wo du früher ist ein ganz Woche lang wo schaffen und
ja, bei Halo am normale am Singleplayer Multiplayer Schmiede geht alles so flüssig von der Hand, dass es einfach das die beste Gameplay ist. Ja. Was Gameplay von mir für mich war Forza 6, weil es sind mega Autos-Fan und zum Forza 6 hatte so perfektioniert die Steuerung, so intuitiv und so präzise zu machen bei dem Auto, wie man sich nach keinen anderen Rennsimulator fertig spricht hört. Und es fühlt sich alle Auto anders, das beim Wirder, beim Rennen auf der Straße von Drischen das versand aus. Und das ist einfach ihr Gefühl beim Autos führen, der töten an sich bei keinem anderen Spiel wie bei Forza 6. Okay, Altness Halo 5, weil sie einfach den klassischen Halo Gameplay geholt haben und durch so minimal Änderungen wie den Ground Pound und den Boost zur Perfektion gedribbelt. Für mich, wie gesagt, doch schon beim Multiplayer geht mega flüssig von der Hand an. Steuert sich einfach wunderbar dafür. Für mich gewinnt einfach Halo 5 den Gameplay-Preis. Ja, für mich, auch bei dieser Frage gibt es zwei Spieler, die du ganz nur in der Nähe sind. Gameplay, einerseits muss ich so der neue Metal Gear Solid 5 warum, weil den auch ganz lieb von der Hand geht. Du hast tolle Sachen, die du machen kannst, aber der Gameplay ist ziemlich intuitiv, simpel und effektiv. Du hast immens viel Waffen und vor allem auch allgemein immens viel Möglichkeiten, wie es den verschiedenen Zielen muss. Die können witzig sein, überraschend sein und auch oft Sachen, die du vielleicht gar nicht denkst, die aber wohl von der Macher viel also geplant waren. Der Tisch, es spielt sich immens gut an, das Spiel macht auch viel Spaß. Auf der anderen Seite, wenn es ein puren Argument von dem Inhalt, wie viel du machen kannst und wie viele verschiedene Weisen du machen kannst, muss ich denke den Monster Hunter nennen, weil so mal so, du kannst mit einer Auswahl von 18 sich ziemlich unterschiedlich spielende Waffen über 70 verschiedene Bosse machen. Da natürlich sich auf 100 Spielstunden ohne viel zu denken, nie dasselbe zu machen. Halo schon geil, einfach. Es wird einfach schon etwas geändert bei Halo. Aber das Problem ist einfach, weil ich auch immer das Name nicht aus. Mir einfach nicht. Wie du wäre ich von Witcher, also Witcher 3, das ist einfach. Witcher 3 hat einfach ein mega geile Gameplay. Auch mal zu singen, mit den Trankus einfach mal, mit den Ports einfach mal so rausschmeißen kann, so während dem Kampf. Natürlich kann das nicht übertreiben, das vergift, das wird auch gut überlöscht von tun, weil das kannst du dich einfach zu Tod boosten und dann hat die Gegner einfach gar keine Chance mehr. Sonst wird auch geil von tun, das war einfach die ganze Umgebung, kannst wirklich mit praktisch allem kannst wirklich interagieren. Überraschung vom Jahr Battlefront, weil nach all den News wie schon Spiel hören hun werden den Erwartungen am Anfang ziemlich gesenkt gehen. Wenn du dem später gespielt, du war schon ein bisschen positiv auf das Spiel zu schwätzen. Allerdings, wieso das schon Spiel auch so an mischt schon Spaß, das tut mich schon die Menschen überrascht auch die ganzen Detailgrad für sie drin hun. Und dass der Pro-Modus nur wirklich ziemlich viel Spaß machen, trotzdem muss ich aber so es fehlt gehirlose Content. Das schwarzer positive Überraschungsspiel mehr den Mangel Content kann nicht schön geschwart gehen. Meine Überraschung vom Jahr Heroes of the Storm. Ich finde es schon wirklich nicht so viel erwartet. Schon mal gedacht, okay, komm. Nur noch ein paar MOBA wie Ladana, wie League of Legends, wie Dota. Aber ist wie cool nicht. Das witzig, ich finde witzig zu spielen, das Spiel. Du hast einfach Dinge, geht nicht einfach darum, den Nexus zu zerstören. Du hast so kleine In-Game-Events, die du musst machen, für so weit zu kommen, für den Nexus zu zerstören. Und da bin ich ganz überrascht, dass das Spiel aber trotzdem so viel Spaß macht. Menge Überraschung des Jahr war Life is Strange. Obwohl es zwar so sich vom Grundprinzip wirkt wie so ein Telltale-Spiel, Detail wirklich so nach etwas Besonderes war Telltale noch nicht fertig wurde. Und zwar das wirklich extrem an den Figur raufversetzen kann, und alle Emotionen könnt dann nur, und das wirklich extrem heftig, und die Trickserei mit der Zeit ja hier spulen, was
Hans so mengst vielleicht wäre so kleinen Cheat mehr du wirst die ganze Zeit im Gefühl dass vielleicht aber nicht richtig wer es benutze weil du hast immer ein Gefühl wer das von die Kraft mir hat und was geschieht dann und so weiter und das ist sau cool gemacht Story ist richtig gut Grafik ist geil und ich will nicht spoilern mehr am Schluss kriegt den Möglichkeit vielleicht entschäden und den Weg kriegt schon ein bisschen Pipi hat Menge Überraschung von mir 2015 war das komische klingt Assassin's Creed Syndicate weil schon mal an sich erwartet das einfach so ein Spiel weil rausgerotzt von der Franchise wo sowieso nicht anders das ist und noch wie werden so packen mit dann den aber du bist gespielt hat mit dem Enterhaken den du hört und trotzdem was Story ein bisschen so gebaut dann in aller Erwartung wurde dann aber trotzdem überrascht dass Story in Disc ein bisschen wie matt gepackt wird es war einfach ein bisschen abs andere Such mit dem Swap zwischen zwei Hauptcharakterin an es war schon aber interessant wie ihn gedurcht hat ungefähr. Ja, Menge Überraschung von mir aus das war vielleicht so viel tun für jeder den Fan von der Yakuza-Reihe aus weil vielleicht überrascht ist hier zu hören dass wahrscheinlich schon Chemie drüber gelebt dass der 5. bis im Moment lässt den von der Hauptserie tatsächlich aber nach Hai rauskommt. 3 Jahre wurde gedauert für das Spiel von Japan bis dahin zu bringen und du hast endlich heute bis Grace umfangreichste Story an allgemein mega Medien das beste Spiel von der ganzen Reihe wo schon die wahrscheinlich nicht ganz große Fanbase in Europa und Amerika nämlich darüber gelebt wird ob wohl wäre du im Dezember aus dem PlayStation Shop zu kriegen kleine Problem leider nicht als Hardcopy weil ich persönlich nicht gut fand kann ich am PlayStation Store kaufen mir sind die Menschen da trotzdem überhaupt nach hier rauskommen top Batman Arkham Knights nicht wenn es ein Gameplay weil den am Anfang okay bis Halo 5 den Gameplay von den Dealer River hält und optimiert mehr am Anfang aus zwei Mal Story sie fängt immens spannend dünn mehr sie wird einfach an lang gezogen und all die Plot-Twists sind so meh und für Leute die Comics lesen wird noch mehr meh sind. Und mein zweites Problem den ich beim Spiel sind Villains. Du hast zum Beispiel Villains wie The Man-Bat, wo noch nie an einem Arkham-Spiel drauf kommt. Ich bin doch dick gefreut, weil eine neue Villain aus der Platz immer nur mit Joker, Bane und Penguin. Und da kriegt man einen winzig Nebenquest, wo du ziemlich beim Sprangen erwartet. Gerade wie man Two-Face. Und einen Digger in Arkham City annonciert, wo ich auch mega froh war, weil ich von meinen Lieblingsvillains ist. Und ich möchte sogar noch mal wie in Arkham City. Hier ist eine Nebenquest, wo du doch einmal bereits unten zu springen und hast du fragt. Das ist von daher, sorry Batman, mehr. Du hast mich enttäuscht das Jahr. Meine Enttäuschung vom Jahr spielt mir auch das Elder Scrolls Online. Ich bin ein riesen Elder Scrolls Fan, ich meine schon allein Skyrim einfach. Das ist nur noch mal geil. Mir tut mich einfach nicht so gepackt. Tut mich einfach nicht so gepackt wie Skyrim, man. Ich fand, es war einfach nicht wirklich. Sie sind am MMO draus gemacht. Mit mich war kein guten MMO an. Mich wurde wirklich enttäuscht. Menge Enttäuschung des Jahr war Devil May Cry 4 Special Edition. Was du gekündigt du warst, hatte ich froh drüber, weil das ist ein riesen Devil May Cry Fan und sogar die MC und ich riesig geliebt. Den Remaster mega geil. Mit Devil May Cry 4 war irgendwie same, still not different and still same. Das so gekündigt, ja, nee, das ist nicht das Spiel, das neue Sachen, aber am Dom, mit Night war im Endeffekt dann, was ist da? Und man denkt, du kommst ein neues Skin dabei hin oder so. Und viel mehr war dem halt nicht, da hat mich auch mega enttäuscht, weil um sich hätte ich mich mega drauf gefreut gehabt. Capcom, Rob Legendary. Enttäuschung vorher, also ich hatte keine richtig Enttäuschung, ich hatte just 2 kleine Beschwerden, die ich hatte. Der Ding war, und auch ein paar Spoiler, bei Halo 5, den Master Chief, den von den größten Helden von der Jugend war, also am neuen Deal just für 15 Missionen 3 Mal und dann ein bisschen spielbar, war das wirklich nicht so fantastisch von tun. Obwohl das Spiel auch mega genial war,
Und das ändert, als der nächste kleine Problem war bei Star Wars Battlefront auch nicht mehr einen engen Modus, wo mich gestellt wird, nämlich der Raumkampf. An den Star Wars Battlefront 2 gespielt wird, weiß, an der Raumschlacht, du kannst zwischen 6 verschiedene Raumschiffe wählen, da kannst du aber die gegnerische Raumschiffe rauflegen, Inseldeler Verband zu zerstören und du durch an der Schlacht gewonnen. Aber bei den neuen Raumschlachten, bei der Jägerstaffel und das ist einfach kein Skill erforderlich. Du musst einfach, das ist schon praktisch ein Auto immer, das ist ein bisschen die Enttäuschung, die in dem Spiel ist. So, Menge Enttäuschung vom Jahr ist nicht einfach just ein Spiel oder zwei. Die Menge Enttäuschungen vom Jahr haben dieselbe Ursache, und zwar fuck Konami. Fick dich Konami, ficken Haie. Den du bis heute an dein Arschloch geldgierige Scheiß auf die Spieler und auf Fans geschossen. Nicht nimmer, dass sie nur dem supergeilen Launch Demo von PT, aber einfach so, nö, PT geschieht nicht. Fick der, und nicht mal noch Demo, wärst du nicht, für die Idee noch nicht gesehen haben, und nicht wenigstens noch da ein bisschen spielen können, von dem, was hat können sehen. Wird einfach direkt Cash gestraft, und du macht nicht genug, was Potenzial hat können. Das Spiel vom Jahr sind auf vielleicht sogar Witcher 3 toppen, also auch aufgesehen von gutem Gameplay nicht viel gewesen. Metal Gear Solid 5, ich hatte so gerne zu meinem Spiel als mein Spiel vom Jahr gesehen, mir davon auf gesehen, dass es sich super spielt und super ausgesagt. Als Story auch ziemlich für den Arsch, also hat ein bisschen was du hast. Ganz spoilerfrei gesagt, es war die lange Druck, dass es geschieht nicht viel. The Basin hat kein Character Development und das komplett underused. Du hast einzige richtige Bossfight an den 150 Stunden Gameplay, die nur den ersten 30 Stunden beim Anfang verdammt repetitiv zu gehen, wodurch bei Alt Reviews missgelegt sind. Dann hat es hier täuscht, wo du beim merkst, dass die Luft nicht so raus ist, wie du meinst, sogar ein Schlusswort spielen, das ist also mal nicht fertig. Weil das ursprüngliche Finalmission geduld war gecut und sogar wenn zum Schluss ein bisschen mehr Story rauskommt, geht es nie durch, eine gute zusammenhängende Geschichte draus zu machen. All die interessanten Fakten für Fans, die geliefert an Schriftscreens und über Kassettentapes etc. sollten eine Cutscene liefern. Ganz viel Bock auf Suchen und ganz viel auf die Leute geschossen. Gratuliere Konami, sie froh, dass der Video, dass der Lo Automaten, da war das umgestiegen, sie weil von erst gebe ich kein Spieler mit Karte. Fuck Konami. So, und jetzt mal bei Game of the Year kommen, heißen noch ein paar Honorable Mentions. Für mich das Game of the Year Witcher 3. Witcher 3. Witcher 3. Ganz einfach, weil das Spiel so riesig Content-Monster aus und all die Kunden, die das Spiel gespielt hast, wird Spaß gemacht. Der Gameplay vielleicht hast du ein paar kleine Macke, aber das gibt alles weggemacht, auf das Gesamtprodukt, auf das beste Videospiel, das man seit Jahren hat, in meiner Meinung nach.
kennt vielleicht sogar den Wetter Redemption von dieser Konsolegeneration sind und das ist rieselo und wann den DLC nächstes Jahr richtig gut geht, wir wissen, dass vielleicht sogar nicht Game of the Year vom nächsten Jahr oder ich Expansion of the Year Witcher 3 ist Game of the Year und gehen nicht genug viel dafür noch weiter zu beschreiben wie gut das weil schmengen wie schon erwähnt der ganze Video wird schon oft genug erwähnt wie sie das Spiel bitte wäre das Game of the Year zu sein. Weil am Anfang kann keine Erklärung mehr. Ich meine, die Spiele und Halo 5 sind so oft nur erwähnt, ich meine, die können ja schon denken, wer durch Witcher 3 ausgewählt wurde. Aber plötzlich können wir direkt Halo 5. Ich brauche nicht, was wie Danilo sagt, ich brauche nicht halt so viel Wart. Es gibt einfach so viel davon schon gezählt. Von der Wüste viel Wart, spielt zurück, auch wieder schnell egal. Also das Jahr goufen viel wirklich gut Spieler. Das war es mir sich nicht ganz einfach gefallen, hat so super Sachen wie Bloodborne, Yakuza 5, den Monster Hunter 4 Ultimate, Me, der bascht immer noch The Witcher 3. Weil einfach alles was probiert hat, wird gut gemacht und bietet extrem viel, das erfrischend, das neu, das originelle, viel zu entdecken, viel zu dienen, das erhaltsam. Das Spieler sind all hiesig, ich habe so eine andere Spieler, ich könnte ein Beispiel holen. Ich habe mich mich so gut amüsiert, war so durchgehend positiv überrascht wie bei The Witcher 3. Schön, dass ich hier weiter spielen will, man Geralt machen, weil ich sicher, ich gehe auch das direkt kaufen und die rauskommen. Mein Spiel vom Jahr Witcher 3. Mein Game of the Year als Halo 5, weil dann sich das also, weil den sich jahrelang rumgewartet hat, genau die Emotionen sind noch am Rumkommen, wie wenn ich schon den nächsten Jahr gespielt habe. Der hat wohl gefehlt. Wenn du bei mir kommst, hast du einfach gefehlt, es war schön gefehlt, es war einfach neu, aber nämlich. Same, but different. But still same. Es war einfach wunderschön. Der Spiel ab dir beschlägt so frei sind Doom, weil da von einem geiles Splatterspeise ausgeseit. Recore, weil okay, bis auf den Trailer wo dann viel vom Spiel sieht, sieht mega interessant aus. Scalebound, weil hallo, Drachen, das ist schon alles. Und Quantum Break, weil dafür vom Gameplay hier ziemlich interessant ist, dann steht die cool fanden, dass das noch mal einer Serie verwickeln könnte. Von daher, das sind wohl die Titel, die mir so ganz spontan auffallen. Und Gears of War 4 natürlich. Das Spiel, ob das mich nächstes Jahr freuen, das wird Rico. Die Winterlinie so jetzt nicht viel vom ersten Trailer gesehen, aber ich bin mega von aus. Worüber ich mich nächstes Jahr freue, sind ein gut Regio-Spieler. Ich probiere so klein wie möglich zu haben, weil es göttet vielleicht ein bisschen aus der Proportion wurde. Quantum Break wird mal Schliebe Remedy-Spieler, Alan Wake, Max Payne aus Top. Sie wissen, wie Action funktioniert. Plus mit der Serie, gut Schauspieler dabei. Ich weiß auch schon, dass es Top-Wert sind. Recore, ich weiß nicht viel drüber, was ich gesehen habe, gefällt mir. Keiji Inafune plus Cap von dem Nutworld-Spieler kann praktisch auch nicht mehr gut gehen. Und plus gesagt, das Konzept vom Spiel sah auch cool aus. Scalebound, Platinum Games auch. Ich liebe sie. Geile Actionspieler. Das ist ein Tipp, der einen nachhalten kann. Top, schreiben mich. Warum ich gesagt mache, diese Sachen wie Horizon. Macher von Killzone und ich bleibe du bist skeptisch gerade weil der Killzone Macher sind Teile auf einen Wunsch gerade wenn du das käme vielleicht ein bisschen hart bestehen was bis Luftspiel gesehen und über schräg gehypt andere nach No Man's Sky Völlig, von all den Spielen ich auch gesehen die Milch oder die größte Wahrscheinlichkeit dass es wahrscheinlich ein Flop wird gewählt einfach zu guten Herd für höher zu sehen. Mit du wennst fremd mich auch so drüber. Ja, ich gebe so ein also komprimiert wie gerade geht und kann im Kopf wäre aber gerade noch Millionen von Sachen die ich zähle kennen mir schmack lieber ich kriege schon Rosenbläcker ich gehe lieber. Ob die Spieler wisch mich frei für ein Extra der das so auch No Man's Sky weil einfach sich mega gut unhört und noch rein theoretisch Potenzial du hast, dass es wirklich ein Hit geht, aber genauso groß ist natürlich Chance, dass es der Flop geht.
dann wat ich mich persönlich ziemlich schwer, weil ich groß Fan sind aus den neuen Naruto Ultimate Ninja Storm Deal den rauskommen Beta ist mittlerweile schon spielbar und das war was ich muss mit der Story weitergeht an durch all viele Sachen erklärt gehen da kommen noch so Dinge wie Horizon an Quantum Break an noch so viele Spieler wenn sie sich wirklich drauf freuen dann ist mir sicher 2016 ein gutes Jahr für die Spieler. Ja, also für nächstes Jahr ich fasse mich auch kurz mal das erste Spiel am nächsten Jahr das ich unbedingt will holen das Dark Souls 3 das einfach für mich die stärkste Serie die da im Moment gibt weil alles wird was mir gefällt. Ich muss dazu sogar nach von der Demo hört sich ein bisschen viel und Déjà-vu gefehlt mir trotzdem sogar was Neues im Gameplay andere von ein neues ein großes Welt mit neue Gegner neuen Dungeons jetzt zu entdecken und das Clash Geheimnis rauszuzählen und 100% geht dieselbe Boss zu sterben für bei der 100. Kehr zu gewinnen was ich nicht 100% dabei werde um 10 Minuten lang alles aus dem Spiel rausspielen weil es gibt 2 oder 3 Mal Dark Souls 3 und das du hast ist in den nächsten Käfer. Das war dann nur als Games Rewind und als ein wahrscheinlich schlechte Video für das Tür mir von dir gefallen an da wünsche ich schon mal gute Rutsch und Viel Spaß beim Gamen. wir weiter auch für 2016 und da wird noch absolut Ciao. Ciao.